Servus beieinander, zurück bei mir im bayerischen Outback. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Machen wir jetzt mal ein bisschen an Tee. Ihr wisst ja, ihr seht jetzt, schneit bis daher. Schon ein bisschen sauber gemacht. Wenn es schneit und kalt ist und ein bisschen unangenehm und zapfig wird, dann reden wir hier über Sachen, die warm machen. Und zwar über Kocher, ganz speziell im Moment. Ich habe wieder was mitgebracht. Kleinen, schönen Kocher. Fox Outdoor Stove Forest. Ist ein cooles Teil. Ein paar kleine Sachen dazu. Wiegen tut er 474 Gramm mit Trangia. Ganz wichtig. Trangia braucht es nicht dazu. Aber ich habe ihn halt da drinnen, weil er da ganz gut reinpasst. Ja. 474 Gramm. 14 breit und mit diesen Eisenhaken, naja, keine 10 hoch. Also rechtes kompaktes Teil. Es sind Haufen Teile dabei und diese Haufen Teile kann man in 1000 verschiedenen Sachen zusammenbauen. Für das Zusammenbauen oder für diese unterschiedlichen Varianten, weil wie gesagt, es sind einen ganzen Haufen Teile, glaube ich, hole ich euch näher her und dann testen wir diese ganzen Versionen durch. Zum Trangia ganz kurz, den sollte halt jeder mal ausprobiert haben. Es ist genauso wie mein Dosenstöfchen, habe ich da oben verlinkt. Und ansonsten bin ich eigentlich ein Fan von festen Brennstoffen. Also Holz finde ich schon deutlich angenehmer und cooler als diesen Trangia. Und genauso auch zum S-Bit, da komme ich auch noch dazu. S-Bit ist für mich so ein totales No, weil ich mag es überhaupt nicht. Ich mag diesen Geruch nicht, ich mag gar nichts, was ich mit S-Bit verbinde. Und deswegen gehört dazu, weil das auch mit S-Bit funktioniert. Aber wenn ich rausgehe, dann mag ich den Geruch, dann mag ich, dass es angenehm ist. Und wenn das dann nach S-Bit riecht, dann gefällt mir die ganze Geschichte schon nicht mehr. Ja, so viel zu S-Bit. Fangen wir mal an mit dem Teil hier. Zuerst brauche ich noch einen Schluck Tee. Ja. Ihr kennt es ja schon, hier meinen eigenen Cowboy-Licker, 35%. Da wird es jedem warm und da wacht jeder auf. Kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr mich unterstützen wollt, schaut unten in den Shop und kauft euch eine Flasche. Werdet ihr alle glücklich werden. Ja. Ja, fangen wir an damit. Ja. Natürlich werden wir den wieder ein bisschen ausstellen und so richtig anfeuern und zu gucken, was er so aushält. Gell? So wie wir es mit diesem Zusammensteck-Hobo gemacht haben von Fox Outdoor. Verlinke ich euch auch da oben. Gleichen Test machen wir ja auch. Feuern das gescheit an, gucken, dass es richtig heiß wird und schauen, ob es in Form bleibt. Gell? Ja, dann fangen wir hier mal an. Also nehmen wir mal diese ganzen Sachen hier auseinander. Das sind diese ganzen Teile, die es halt hier jetzt gibt. Tun wir mal das zur Seite. So, das ist der äußere Ring. Das ist praktisch der zweite innere Ring. Da ist nochmal so ein Kohlefang drinnen. Der ist in der Wand von innen belüftet. Und den kann man jetzt praktisch so rum oder andersrum reinstecken. Da oben die Teile zum Aufklappen. 3, weil wie ist es ja? 3 Beine kann nicht wackeln für eine Tasse. Oder ganz nach außen, dann hat die so eine Eckverzahnung. Da kann man dann den Topf draufstellen. Genau. Ja. Klappt man es wieder zusammen. Finde ich jetzt ganz praktisch so. Und wenn man dieses Innen-Kohlefach-Einsatz nimmt, umdreht, so rum reinsteckt, da seht ihr es. Dann kann man jetzt hier dieses kleine Schüsselchen nehmen und dieses kleine Schüsselchen, das ist praktisch für den S-Bit. Oben das Teil wieder drauf. Ja, nehmen wir es wieder auseinander. Drehen wir das Ding hier wieder um, kommt die nächste Variante. So rum wieder zusammengesteckt, nehmen wir den Trangia, den da reingestellt, hat dann genau die richtige Höhe mit diesem Dreiteil da oben. Und dann kann man natürlich den Deckel nehmen, so wie jetzt das vom Trangia halt kennt, zack drauf und aus ist die ganze Geschichte. So, nehmen wir den wieder raus. Und dann fangen wir mal an, dieses ganze Teil
so wirklich herzunehmen. Ich habe es euch ja schon gesagt, besucht meinen Kumpel MTR Shop in Erding. Da gibt es das. Blende ich euch unten die E-Mail-Adresse ein. So, fangen wir mal mit dem S-Bit an. Ich habe kein S-Bit da, weil ihr wisst ja, S-Bit habe ich total dick. Aber ich habe sowas Ähnliches da. Und damit füttern wir jetzt mal das kleine Schüsselchen, damit ihr seht, wie das geht. Feuerstahl, anzünden. Warten wir kurz, bis es brennt. So, da rein. Und dann stellen wir es auf diesen umgedrehten inneren Kohlefang drauf. Dann hat es genau die richtige Höhe, wie ihr es halt von so einem S-Bit-Kocher kennt. Und dann oben den Grillrost wieder drauf für die Tasse. Ja, so schaut es dann aus. Das ist praktisch die S-Bit-Kochversion. So, schnell einen Schluck. Und dann baut man um für die nächste Version. Also funktionieren tut's. Ihr seht, es ist stabil genug. Ja, nehmen wir das Ding wieder raus. Wird gar nicht so heiß, wie ich jetzt dachte. Und kommen zu Version Nummer 2. Das Teil drehen wir um, dann hat es wieder den tiefen Boden. Wie gesagt, das Mittelteil, der Mittelkranz, der ist von innen belüftet am Rand rundherum, der ist doppelwandig. Zünden wir jetzt das hier erst einmal an, dass das so ein bisschen vor sich hin brennen kann. Und dann glaube ich, zeige ich euch vorher nochmal schnell die Trangia-Version. Also ihr kennt es ja, dieses kleine Ding hier. Das hat oben so einen Deckel, den schraubt man auf. Da ist eine Gummidichtung drinnen. Dann ist da so ein Flüssigbrennstoff drinnen, also Spiritus oder irgendwas Ähnliches. Hat jetzt so genau die richtige Höhe. Möchte ich jetzt nicht anzünden, möchte auch kein Spiritus einfüllen, weil ihr wisst ja, wie das funktioniert. Und es ist jetzt kein Trangia-Kocher, aber er funktioniert auch mit dem Trangia und er funktioniert auch mit Brennpaste und er funktioniert eigentlich mit allem Möglichen, was ihr euch da so vorstellen könnt. Da wieder Deckel drauf, ist das Thema wieder erledigt. So, und dann kommen wir jetzt praktisch zur Festbrennstoffversion. Dann nehmen wir mal den Anzünder, schmeißen den da rein. Das machen wir vorsichtshalber wieder aus hier. Dann nehmen wir den ganzen Rest hier. Na gut, das packt jetzt schon ein bisschen fest. Moment. Wurscht ich das hier raus. Na komm schon. So, dann rein mit dir. Gut, dann haben wir das schon vorbereitet und jetzt kann man den praktisch hier mit Holz füttern. Zack, kleine Stöckchen rein. Ist auch tief genug, also so klein müssen die Stöcke gar nicht sein. Schmeißt er dann da rein. Ist gut belüftet, kriegt von unten und von den Seiten Luft. Ja, und mit diesem Aufsatz ist es dann wieder ready für Kaffeetasse. Und wenn man das umklappt, so wie ich es euch vorher gezeigt habe, dass es den größeren Radius hat, dann könnt ihr auch noch einen Topf draufstellen. Ja. Schauen wir mal, ob mein Tee ein bisschen warm wird. Jo. Und als nächstes würde ich jetzt sagen, tun wir den mal so richtig gescheit anfeuern, geben so richtig Gas, geben so richtig Stoff, packen einen Haufen Holz rein und dann gucken wir mal, ob er es aushält.
So, Spätzchen, jetzt haben wir die extrem schnell Abkühlrunde hergenommen. So. Und es schaut alles immer noch sehr gut aus, muss ich sagen. Passt alles, hat sich nichts verzogen. Soweit eine coole Nummer. Die sind ein bisschen locker, aber die haben da so eine Niete drinnen. Wenn man da mal kurz drauf klopft, sind die auch wieder fest. Also sehe ich jetzt auch nicht als Problem. Und wie gesagt, eigentlich ist es ja gedacht, dass es so draufgestellt wird. Bloß ich fand es halt extrem praktisch, wenn man so seinen Tee machen kann. Wobei, das hält ja, ihr seht es. Ich bin dann immer extrem anspruchsvoll. Für jeden normalen ist es wahrscheinlich völlig wurscht. Gell? Also, es funktioniert, es ist cool, es ist ausgekühlt, es ist schön angelaufen und es ist null verzogen. Ja, so viel zu diesem Fox Outdoor Teil. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Hinterlasst mal einen Daumen nach oben. Kauft keinen Klump, da müsst ihr weniger wegschmeißen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Pfiat euch.